Fazit, soweit ich die Sache beurteilen kann, ist jedenfalls, dass die Wissenschaft keine Rolle spielt. Denn ganz egal, was man in der Wissenschaft herausfindet, wenn das nicht mit dem Narrativ übereinstimmt, wird es verworfen. Martin, diese ganze Situation ist also extrem frustrierend. Denn keiner will auch nur zuhören. Sie haben eine Agenda. Und wenn man sagt, dass sie eine Agenda haben, bist du ein Verschwörer. Wenn es eine Agenda gibt, wenn es um Kontrolle geht, dann wird das nicht verschwinden. Nein. Man wird von einer Impfpflicht zur Passkontrolle übergehen und zu Gesundheitsdokumenten, die man braucht. Denn jetzt möchten viele Leute zunehmend sehen, dass es 2 Ordnungen in der Welt gibt. Das ist ein Riesenfehler. Das gilt sogar für die USA und China. Wir brauchen eine einzige globale Ordnung. Wir werden sehen, dass alles, angetrieben von Big Data, in ein großes Ökosystem integriert wird. Und besonders auch von einer engen Zusammenarbeit der Regierungen, der Geschäftswelt und der Zivilgesellschaft. Diese Revolution wird mit atemberaubender Geschwindigkeit kommen. Es wird wie ein Tsunami sein. Lasst uns ein digitales Gesundheitszertifikat haben, das von der WHO anerkannt ist. Wenn man geimpft oder ordnungsgemäß getestet ist, dann kann man sich bewegen. Für die nächste Pandemie also, anstatt eine 100%ige Bewegungseinschränkung der Bevölkerung, kann man immer noch für eine gewisse Bewegung der Menschen sorgen. Natürlich können wir angesichts der vielen Herausforderungen von einer Multikrise sprechen. Von einer Wirtschafts-, Finanz-, Gesellschaftskrise sowie von einer ökologischen und institutionellen Krise. Aber tatsächlich müssen wir uns einer tiefgehenden, systemischen und strukturellen Neustrukturierung unserer Welt stellen. Und das wird einige Zeit dauern. Die Welt wird nach diesem Umwandlungsprozess anders aussehen. Politisch ist die treibende Kraft für diese politische Transformation natürlich der Übergang in eine multipolare Welt, die zur Folge hat, dass unsere Welt noch viel mehr fragmentiert wird. Aus diesem Grund sind Events wie dieser hier, der G20-Gipfel und so weiter, die überaus wichtigen Verbindungsstellen, um eine zu große Segmentierung zu verhindern. Es ist ein Übergang. Erinnert euch an die 2. Sitzung. Aus Russland kommt weniger Dünger. Das könnte Übergänge beschleunigen, derer Vollzug am Ende sowieso im Interesse der Farmer liegen würde. Wir sind in einem Übergang, der sich einzigartig anfühlt, weil er einzigartig ist. Ich sage nicht, dass Übergänge sehr einfach sind und auch nicht, dass sie sehr schnell gehen. Die Lösung liegt darin, sich so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen wegzubewegen. Wir arbeiten uns durch diesen Übergang durch. Es wird einige Zeit brauchen, von Öl und Gas wegzukommen. Das ist uns bewusst. Oft heißt es, dass man eine gute Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen dürfe. Lass eine Krise ungenutzt vorübergehen. Nun, das ist einfach die gleiche Rhetorik und offensichtlich bewirbt Klaus Schwab Faschismus. Denn er sagt, dass Unternehmen und die Industrie sehr eng mit den Regierungen zusammenarbeiten müssen. Und genau darum geht es bei Faschismus, wie wir schon sehr oft erklärt hatten. Das ist eine jesuitische Agenda. Sie haben das ziemlich offen geäußert. Wir arbeiten nach einer jesuitischen Agenda und das in einem engen zeitlichen Rahmen. Also ich habe eine Frage. Was ist mit den Leuten, die sagen, dass das nicht stattfindet? Dass es keinen Übergang gibt, dass es keine Agenda gibt? Nun, ich würde vorschlagen, dass sie Strauße werden und nach Ortshorn ziehen. Was meinst du, wie viele Leute glauben, was wir die ganze Zeit hier verbreiten? In Führungskreisen sind es sehr wenige, denn die müssen es nicht glauben, sie wissen es.
Wie viel mehr können wir an Videos und dergleichen noch zeigen, um die Menschen aufzuwecken? Es wird einige geben, die nie aufwachen werden, weil sie in einem Tiefschnarch-Zustand sind. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, noch irgendwelche weiteren Videos zu zeigen, denn tatsächlich befinden wir uns in einem sehr kurzen zeitlichen Rahmen, richtig? Und alles dreht sich um Kontrolle und Zwang, von dem sie zwar sagen, dass sie ihn vermeiden wollen, es aber nicht tun. Die Bibel sagt uns, dass es eine Zeit der Trübsal geben wird, wie nie zuvor. Der Geist der Weissagung sagt uns, dass Satan die Welt in einen Zustand des Chaos bringen wird und dass die letzten Ereignisse schnell stattfinden werden. Alle sagen sie, dass sie das sehr schnell vornehmen und dass es sehr schmerzhaft sein wird. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Der Schmerz, der nach deren Umsetzung kommen wird größer sein als der Schmerz, den Sie durch Ihre Umsetzung zufügen können, weil Plagen auf Ihren Kopf fallen werden. Wir müssen einfach unseren Glauben behalten und es durchstehen. Heute sieht es also anscheinend so aus, dass die Regierungen der Welt die gleichen Dinge tun. Es ist interessant, dass bei genau den Regierungen, die bei diesen Dingen vorne dran stehen, die Führungskräfte in der Vergangenheit zugegeben haben, dass sie eine Religion haben, die aber nicht das Christentum ist. Es ist eine Religion, die in Geheimgesellschaften praktiziert wird. Wir haben diese Videoclips gezeigt. Wir müssen sie nicht wiederholen. Ist das jetzt Verschwörungszeug oder im Bereich von Fakten? Auf jeden Fall Fakten. Man kann es nicht verneinen. Nun, man muss schon wirklich ignorant sein, wenn man es ablehnt. Okay, sehen wir uns dieses Video an, was in der westlichen Welt vorgeht. Der Geheimdienst startet eine Initiative, um dabei zu helfen, Menschen zu identifizieren, die eventuell radikalisiert sind. Erkenne die Zeichen beschreibt Dutzende von Anzeichen dafür, dass ein Freund oder Familienmitglied einen Terroranschlag planen könnte. Wie Adam Hollingworth berichtete, kommt der Anstoß, nachdem unsere Chefspione eine neue und beunruhigende Art von Terrorismus identifiziert hatten. Früher hörte oder sah man von den Spionagediensten nie etwas, aber heute verkündigen sie laut, dein Land braucht dich, um deine Bekannten im Auge zu behalten und falls nötig zu melden. Ein mögliches Alarmsignal zu erkennen und dann die NZSIS oder die Polizei zu verständigen, könnte der entscheidende Puzzlestein sein, der letztlich Leben rettet. Zu diesem Zweck veröffentlichen sie einen Leitfaden namens Erkenne die Zeichen, um uns allen dabei zu helfen, potenzielle Terroristen in unserer Mitte zu identifizieren. Aufpassen, ob sie und auch wachsam zu sein, ob man etwas sieht oder hört, was ungewöhnlich erscheint, etwas, das sie beunruhigt oder besorgt. Die SIS zählt ungefähr 50 Zeichen auf, von offensichtlichen wie beschriftete Waffen, wie es in Christchurch war, bis hin zu einer Person, die eine Wir gegen sie Weltsicht entwickelt. Behörden sagen, dass sie normalerweise 40 bis 50 potenzielle Terroristen genau überwachen. Diese Leute waren früher durch ihre weiße Identität motiviert oder durch ihren Glauben. Doch in den letzten 6 Monaten entstand noch eine dritte Gruppe, die durch Politik motiviert werden. Es können also die Covid-Maßnahmen der Regierung sein, oder andere Richtlinien, die als Rechtsverstoß interpretiert werden. Etwas, was ich manchmal als wirres Durcheinander von Ideologien und Überzeugungen bezeichne, die von Verschwörungstheorien angeheizt werden. Der Start der Erkenne die Anzeichen-Initiative ist ein Indikator dafür, dass Geheimdienste wissen, dass sie es nicht alleine schaffen. Sie benötigen die Hilfe der Bevölkerung. Die Mittel, mit denen die Staatsmacht anderer in Frage gestellt wird, sind versteckt und komplexer. Traditionelle Kriegsspionage und die Bedrohung durch Atomwaffen werden jetzt von Cyberangriffen, erfolgreichen Desinformationen und der Manipulation ganzer Gemeinschaften und Gesellschaften begleitet. Wir als Führer haben die alten Waffen nie so behandelt wie die neuen. Das ist ja auch verständlich, denn schließlich nimmt eine Kugel ein Leben. Eine Bombe vernichtet ein ganzes Dorf. Eine Lüge, die online oder von einem Podium verbreitet wird, tut das nicht. Aber was ist, wenn die Lüge auf vielen Plattformen wiederholt wird, andere motiviert und dazu bringt, zu Waffen zu greifen? Die Sicherheit anderer zu gefährden, Gräueltaten zu übersehen oder schlimmer noch, daran teilzuhaben? Was ist dann? Das ist nicht länger nur Theorie. Die Waffen des Krieges haben sich verändert. Sie kommen auf uns zu und verlangen gleiches Vorgehen und gleiche Handeln, wie wir es mit den alten Waffen getan haben.
Wir erkennen die Bedrohung, die die alten Waffen schufen. Wir kamen als Gemeinschaften zusammen, um diese Bedrohungen zu minimieren. Wir stellten internationale Normen, Regeln und Erwartungen auf. Wir sahen das nie als Bedrohung unserer individuellen Freiheiten, sondern es war vielmehr deren Bewahrung. Das Gleiche muss jetzt auch gelten, während wir es mit den neuen Herausforderungen aufnehmen. Die globale Gesundheit auf eine neue Ebene zu bringen, bedeutet, dass wir ein neues globales Abkommen mit globaler Zustimmung brauchen, die sich auf eine gemeinsame Vision gründet. Wenn wir uns gemeinsam Bedrohung nur mit einer gemeinsamen Antwort darauf stellen können, die auf eine gemeinsame Verpflichtung zur Solidarität und Gleichheit gegründet ist. Darum geht der ganze Pandemievertrag, über den Länder jetzt verhandeln. Ein Abkommen der Nationen der Welt, zusammenzuarbeiten, nicht in gegenseitiger Konkurrenz, um sich auf Epidemien und Pandemien vorzubereiten und darauf zu antworten. Dieses Abkommen wird von den Ländern für die Länder ausgehandelt und wird von Ländern in Übereinstimmung mit ihren eigenen nationalen Gesetzen angenommen und umgesetzt. Nun, Martin, die Bibel sagt, dass die ganze Welt in eine bestimmte Richtung gezwungen wird, richtig? Und dass man keine Entschuldigung haben wird, auch nicht wegen einem gesellschaftlichen Status, sondern man wird sich von der Ideologie des Tieres beugen müssen. Und sie staunten hinter dem Tier her. Wir müssen also nach einer koordinierten Bestrebung in der Welt Ausschau halten, die in eine bestimmte Richtung geht. Und die ganze Welt zusammen. Denn jeder, ob reich oder arm, jede Nation, jede Sprache, jedes Volk wird über den gleichen Kamm geschoren. Sehen wir so eine Bewegung in der Welt? Es gibt nicht nur eine davon. Tatsächlich gibt es zwei. Es gibt sie auf der Seite der Gesundheit und der des Klimas. Ja, aber der rechte Arm ist mit dem Körper verbunden. In Wirklichkeit sind diese beiden miteinander verbunden. Ja. Und all diese Themen sind darin enthalten. Nun ist der Vatikan auf allen Ebenen darin verwickelt? Ja, auf jeder Ebene. Okay. Waren es Jesuiten, die die modernen sogenannten medizinischen Wunder mitentwickelt haben? Ja. Waren sie es? Ja. Wer kontrolliert all diese Pharmaunternehmen? Findet die Kontrolle nicht durch ihre Verbindung mit den Rittern von Malta statt, die alles kontrollieren? Ja. Gibt es also diese Bewegung, das Tier, das aus dem Abgrund heraussteigt, zu ehren? Das Krieg gegen die Bibel führt? Ja, das Bewundern findet statt. Gebraucht der Papst unter dem Deckmantel seiner Akzeptanz der Bibel nicht seine Position, um jedes Prinzip in der Bibel zu negieren? Aber ja doch. Schiebt er sie nicht in das Reich der Mythologie? Er bezeichnete die Schöpfung als Mythologie. Alles ist Mythologie. So haben wir nun eine massive Bewegung in der Welt, die in eine Richtung geht. Haben die Leute die Nase voll davon? Ja, einige Leute gibt es, aber nicht die Mehrheit. Wird das helfen? Nein. Denn schau, die Pässe kommen, die Impfpflichten kommen. Sie haben schon alles bereit, um die auszusortieren, die nicht mit ihnen übereinstimmen.